Goedemorgen Sola. Ik freue mich, dass wir hier diese Woche dürfen top sind von dir. Zwar wir dort würden gleichen anders haben, aber das ist eine Möglichkeit, wo wir können uns die Wege von Gott sein Wort verführen. Und wo immer ihr seid, willkommen mitzuleben und mitzulesen. Wenn ich Bibelversen angebe, mag ich Zeit nehmen und mitchecken, was Gott sein Wort uns von dir zu sein hat. Das ist nicht so eine Zeit, dass wir dort würden gleichen in Gemeinschaft zu sein, aber so ist das nur erst, dann schafft er nicht. Und wenn wir dann dort, was wir können, noch wertvoll merken, so sei als wir können. Yes, nochmals willkommen, jeder einer zu dem Programm von der uns Marius. Wir weiten dann, dass darf nicht lang so sein, als wir uns das glauben, uns das wünschen, das darf nicht lang so sein, ein paar sind ja, und dann hoffen wir uns alle hier in der Kirche zu treffen. Und so von der werden wir diese Woche das tun. Und so ich war gehen in den Bulletin, weil uns da eben kicken, was durch ein Bulletin der für diese Werk ist. Aber ich will erst den Vers lesen im Bulletin, das in 5. Mose 31, Vers 6. Da sagt es steht, seid stark und Gott mutig. Ängst jünt nicht für dich und lot jünt nicht den Mut verscharen. Der Herr jünt Gott jet mit jünt, der wird jünt nicht in Stärk loten oder von jünt weichgehen. So, soll mutig sein, auch in dieser Zeit, wo das anders ist, als wir uns das wünschen. Gut, und dann die Offering für von der und das ist für die Worsley Kirchbühne. Wir einmal wird gleichen, was mitzuteilen, das wird von der und wird angelegt, das jetzt für die Kirche bei Worsley, das ist Anchor of Life. Die tun in ihre Kirchbühne und werden wir uns mittragen, dass sie auch einen Platz haben, wo sie top kommen. Und zoals ik al zei, de kerk is touwween public restrictions. Aber medweg kan je aanlagen en zijn er wat medweg in program zijn. Ook existeert even online op YouTube. Het wordt 37 zoals aanvang. En iedereen is ook welkom door aan te loggen en met te leven. Und das ist nicht was für dieses Werk, aber für die Schule ist Reudenpaner in Obram Reimer haben durch Gelegenheit dieses Werk für die Kinder mitzuteilen. Und ein anderer Note, was hier ist, die Kindergarten Applications, die Forms für werden wel in Kinderschule checken, in Kindergarten. Die kann die Forms die so am 25. Band sein und wenn da irgendwo was fehlt, dann kann ich den Principal kontakten, Bayern durch. Und beten und Gott danken für was wir beleben können und was wir tun in Frauenverheilung. Besonders hier haben wir Frank Andro, ist bekannt hier in Ansemer und er ist auch in Stutzki im Hospital gewesen. Und es sind ein paar Menschen arm, aber wir haben wieder für ihn beten, dass er gesund werden und besonders für die Familie, die nicht bearmt sein, dass sie geloten sein in das Zustand, wo sie sind. Wir haben auch für die Wetfrühes beten und für die ältere Lied mag uns nicht, dass das so restrikt ist, alle. Dass sie nicht wollen, dass sie allein sein. Wir haben Möglichkeiten, wo wir können antworten lassen, dass wir danach an ihn denken. Ein Phone Call oder ein Message wird viel teilen, dass sie nicht so allein werden. Wir haben auch beten für alle Lied hier in Manitoba, dass sie wollen können, hat Gott rein und es steht nur die Schwierigkeiten oder nur die fremden Dinge, die uns sind, dass wir können ans Hort mit Gott drehen, Gott ist im Himmel und dass wir wollen ans Hort durchhaben.
wir auch beten, einer von anderen, dass wir ein Exempel sein, dass wir ein Vorbild sein für die Menschen rum uns, wenn sie in Angst sind, dass sie das wollen können sein, dass wir leben nicht in Angst, wir respektieren dort, was der Government sagt, aber wir leben nicht in Angst. Wir sind geloten und wir können mit Frieden nach unseren Gott dienen, auch wenn das anders ist, als wir uns das würden wünschen. Und wir auch beten für Carlin und Amanda, wenn sie noch einmal in Beverly Camp dienen. Sie stehen nu vielleicht auch anders ausgewarnt wie was geplant wird, aber sie haben doch noch eher abgehört, was sie das dienen. Wir beten, dass sie dort mit Freudigkeit und Mut tun. Gut, but so weit uit de bulletin. En we hebben ons hoop nemen te beden, als we een boodschap gaan. Vader in Himmel, we komen weer verder en danken die voor die woord. We danken die dat dat alle morgen niet is te ons. Want we ons dan aanloten dat we ons kunnen ervaren aan wat het de ben ons leren dat. En Vader, we beden om wijsheid dat in ons leven aan te wandelen, wo immer wir sehen, dass das zu sein ist, dass wir das Wort gelesen haben und dass wir uns daran erfreuen dürfen. Vater, wir beten auch für diese Zeit, wo wir sehen, wo wir nicht selber Gemeinschaft haben, wegen Krankheit, Verbehen, wo du unsere Gemeinschaft mit dir sehen und jeder einzelne hört, der an die glauben dürfen. Vater, wir beten auch, dass diese halbe Stunde hier, wo du die sehnen, wo du mir wieder in Weisheit im Hort leiden, ich kann Ding wollen reden, dass du was durch mir reden kannst und dass dein Name wird kann verherrlicht werden. Vater, wir befehlen uns die an in Jesus' Namen. Amen. Gut, so ist gewesen, ich habe all die letzten 5 Mal von der Bergpredigt gehört. En ik wil van daar ook weer gaan aan de bergpredigt, dat is het 6e Mal. Van daar willen we van Matthäus, het 6e Kapitel van vers 24 weer. Aber voor dat ik een klein beetje teruggaan, wat hadden we het laatste Mal, dat is geloof ik 3 weken terug, wat ik dat 2 Mal van dit hoor. En dan reden we van vasten. Jesus, der lehrt uns, wo fasten, das soll nicht ein Aufwiesen sein, das soll eine Gemeinschaft sein, das soll ein persönliches Ding sein. Und dann helfen wir uns ab in 19. Vers wieder, dass wir uns nicht sollen an uns Reichtum festhalten, uns zu sehr vertiefen, dass dort uns Schatz wird sein. Und dann in Vers 22 wieder, du lehrst uns, dass uns Körper en uw have en dat het licht is van zijn körper en dat we ons doen dat we zijn kunnen door dat licht wat hij ons gegeven heeft, dat is het uw. En man zegt, wanneer het uw niet klaar kijken kan, dan valt het alles zijn dies daar. Dat is een menselijke, wat we beleven doen alle dag, wanneer we uw terugnemen, dan is het dies daar. En hij zei, en hij deed dat vergelijken met wo das in ons Körper schaffen wird. Und so von der war wir von Vers 24 wieder. Und du sagst, es steht, keiner kann 2 Herren dienen. Er wird einen nicht lieben können und von den anderen viel holen. Oder er wird an einen hängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen in das Reichtum. So er versucht uns hier zu lehren, wo ons Fokus soll sein. Ich stelle mir, war das fair, wir sitzen an der Kantboy mit Jesus taub, sind viele Menschen, die sitzen und horchen, was Jesus lehren hat, ihre mal gesagt, das ist, was die gelehrt haben, das ist, was die gehört haben, und ich sage uns, so steht. Und hier sagt er, 2 Herren dienen ist allmählich für uns als Mensch zu tun. Wir können uns vorstellen, wenn wir würden auf eine Stadt schaffen und wir würden zwei Managers haben und die würden verschiedene Tiden nach uns kommen und uns Arbeit abgeben, dass wir meistens würden ganz confused sein. Na, was soll ich dann nun wirklich tun? Was ist dann nun meine Abgabe? Jesus sagt, wir können nicht 2 Herren dienen. Und dann sagt er, wir wollen an einen hängen und den anderen
verachten. Oder wir wollen uns an einen non holen, in den anderen, wo wir uns nicht so viel Zeit spenden, wo wir uns nicht so viel mit beschäftigen. Ich las dat in eine jüdische Bibel, eine gute Nachricht Bibel, und da sagt es, niemand kann zwei Herren dienen, zugleich dienen. Wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Wird den einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. So, das merkt das hier ein Klimat klarer, dass wir wollen uns an einen Namen merken, den anderen wollen wir bloß vernachlässigen. Wir wollen uns nicht so viel Zeit spenden, wir wollen uns an einen Namen merken. Und wenn wir uns an dem Namen merken und uns ab Arm verloren, dann nehmen wir Ruhe von Arm, dann lassen wir uns von Arm leiden. Wir sind ob, dass heute uns Wort der Rechnung geben, was wir sollen tun, was wir sollen tun. Und wir wollen Arm folgen. Und so, ich dachte ein klein bisschen an ein Beispiel, wo würde es sein, wir haben hier Schmieden, wo viele von uns geschafft haben oder schaffen tun. Und so, wenn wir würden nur dreimal fahren und anklocken und würden ein bisschen rum sein, und dann würden wir noch wieder fahren, dann würden wir durch anklocken und dann würden wir durch ein bisschen rum sein, und dann würden wir ein paar Mal Tag auf dem Dolen fahren. Wir weten, dort würden nicht sehr lang schaffen. Dort würden sie bald antworten, something stimmt hier nicht. Hier ist something alright. Das ist nicht so zu schaffen so. Jesus sagt hier, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können an einen hängen, und das meint auch von Arm ans Lehren lassen, und den anderen, den wollen wir bloß vernachlässigen. Und so hier redet Jesus von Geld, oder Gott. Und so, wo sind wir attached to uns haben Gott? Wo hängen wir an dort? Wo es an Ziel, dort ist, wofür wir leben tun. Dort ist, was uns die Freudigkeit geben wird. Aber es ist dort Gott, der uns die Freudigkeit geben wird. Es ist dort Gott, an wem wir uns holen, von wem wir uns leiden lassen, von wem wir uns anleiten und leben nur dort, nur was er uns lehren wird. So, wir wissen, dort Geld hat bei vielen Menschen sehr schief ausgedreht. Das hat nicht reich geschafft. Als sie mehr und mehr Geld gehabt haben, haben sie wieder und wieder von Gott verjeten und vernachlässigt. Und so von der an, wir würden alle sagen, dort ist nicht, was wir wollen. Wir wollen Gott dienen und dort, was wir brauchen zum Leben, das Geld verdienen, dort, was wir wollen, Nummer 2 stellen und nicht Nummer 1. Und so, mein Verlangen ist auch, dass wir würden können, mit dort, was Gott uns anvertraut hat, dass dort auch dienen, dass wir damit auch nicht wollen, sagen, nu haben wir das besser, nu können wir besser, nu tun wir auch besser. So, ich las eine Geschichte, und mir wird das sehr anrührend, was das Mann deed, gedaan had, en wo wordt aangereed, wo hij zich waar te zijn kreeg. En zo, hij was een gläubiger Mensch en had een Geschäft angefangen, en dat had gebeurd, dat had wieder geschafft, en langsam dann verlaat hij, er kent niet meer zo ver in de kerk. Hij is zo zeer druk in zijn geschäft en kan plus witlefje en witlefje. En is een oudere man in de kerk. Hij beobachtet dat. Hij bemerkt dat wat deze man deed. Hij heeft goed gebeurd. En wo hij weer als hij met zijn geschäft aanvangen deed, hoeveel hij bij de kerk bijdragen deed en wo zeer veel, wat van een grote help hij in de kerk weer. En nu dat het Geschäft sich gewassen hat, nu wie hij sehr wenig mehr doen en beschäftigt sich viel mit zijn Geschäft. So, als das Mann dann am Campen, am Anreden deed, dann schifft er ein Papier für, und das ist bloß, das Papier, da steht bloß boven Gott. Und dann fragt er, ob er das lesen kann. Und dann sagt er, ja.
dort ist Gott, was du boven ist. Das steht boven Gott. Dann nimmt er sich ein Zahnleute vor und dann legt er den, du eben, kostet noch einmal sein, was auf dem Papier ist. Und dann sagt er, nee, du hast bloß das Geld nicht dafür. Und dann nimmt das Mann am ganz ernst fair und sagt, wo er ist, wie als er nicht Geld hat. Und dass er von der an Gott sein Weg nicht mehr reich sein kann, wie es das Geld dafür legen wird. Jesus sagt hier, dass wir kennen nicht Gott und das Geld zugleich dienen. Entweder wir wollen Gott dienen, oder wir wollen das Geld heranran und das Geld wird uns von Gott wegleiten. Jesus ist ganz dabei, uns erklären, dass was Nummer 1 soll sein, nicht das Reichtum, was wir brauchen für unseren Körper. Er geht wieder und versucht zu erklären, dass wir nicht übersorgen sollen und was er kriegt alles mit sich haben. Aber ich dachte noch an ein, was mir sehr hierbei passen, in Römer 7, von Vers 14 fängt es an, wo Paulus versucht zu erklären, was ein fleischlicher Mensch ist und was ein geistlicher Mensch ist. Besonders was ein fleischlicher Mensch ist. Und wenn wir uns ein bisschen angucken, in Römer 7. Kapitel, wenn wir Vers 18 anfangen zu lesen, da sagt es dit, wils ich weet dat an mij, dat is an mijn Fleisch, woont nicht goudet. Den Willen goudet te doen heb ik, aber ich bring dat nicht vor dich. Dat goudet dat ik doen mag, doe ik niet, dat böse aber, dat ik nicht doen mag, dat doe ik. Aber wenn ich gerade dat doe, wat ich nicht doen mag, dann sehe ich das nicht mehr, dann ist das der Sinn, der in mir wohnt. So, Paulus versucht das ein bisschen zu erklären, was von Meister, was von Lehrer sie nur folgen tun. Wer hier die Kontrolle hat, er versucht das ein bisschen zu erklären. Und dann in 21. Vers sagt er, dort ist dann nur einmal so. Ich mag das Gute tun, aber das Böse ist noch in mir. Innerlich stimme ich mit Frieden mit Gottes Gesetz. Aber in meine Glieder sei ich ein anderes Gesetz, dass jeden das Gesetz stritt, das ich tun will, und mich an das sinnliche Gesetz versklove, das noch in mir ist. So hier Paulus versucht ein bisschen zu erklären, wer ist der Meister im Leben. Er sagt, das Gute tun, wir können mit viele Menschen reden und die würden immer sagen, ja, ich will das Beste. Ich will reich leben. Ich will so leben, als Gott das will haben. Aber dann würden wir merken, dass sie kommen so vielmals kalt. Und das macht wie bei allen Menschen, die kommen kalt. Aber Paulus versucht das hier ein bisschen nur zu bringen und sagt, dort, was ich tun will, das tue ich nicht. Dort, was ich nicht tun will, das tue ich. Wenn es dort ist, von das sinnliche Fleisch gelegt wird. Das wird vom Fleisch gelegt, dazu wen das nicht anders ist. Und dann in 24. Vers fragt er, wer wird mich, elenden Mensch, von diesem Körper frei machen? Wer wird mich mal von das loshalten, dass ich mal kann das tun, was ich will? Jesus sagt, wir können nicht Gott in das Geld dienen, so können wir nicht unseren Körper zum Gefallen leben in Gott dienen. Das schafft auch nicht. Und so, wenn uns Fleisch noch einmal gebunden ist an den Sinn, dann fehlt da noch was zu ändern in uns Leben. Dann ist da noch was missing, dass wir dort machen tun. Sicher, wo wir auch danach mal kalt kommen, wenn wir auch all klar und gerecht für Gott leben tun. Da wollen die Dinge kommen, wo wir uns doch noch verschulden, wie in das Fleisch leben tun. Aber dann wird das nicht immer so sein, dass ich dort, was ich nicht will, und da, was ich will, das tue ich nicht. Wir tun uns Disziplin und lassen uns von Gott sein Geist leiden, heu es uns wird. Gott ist uns Herr. Heu ist der uns
anleiten dat. Hij is de aan wem we ons hängen dan en van wem we ons rood holen en anleiten laten. Hij is de wem we angehören dan. En dan zegt het wieder, hier, de 24e vers hier in Römer 7, ze vraagt het, wer wordt mij van deze Körper vrijmaken? Dat ik niet immer waar doe wat ik niet wil en niet doe wat ik wil. Dat ik dat wat kan terugstellen. Dan in 25e vers, du hebben de antwoord dat zegt, God dank wie dafür, durch Jesus Christus. En dan, onze Herrn. So du hast de antwoord, ons Herr, wenn wir angehören doen, wenn wir anhängen doen. Wenn wir deinen doen, die kann uns vrijmaken van onze Körper, dat de Körper in Kontrolle ist. Dan ist das nu so, ich selbst mit meinen Willen dein Gott sein Gesetz, aber mein Fleisch, die sind Gesetz. So, wenn wir wieder in dit angehen, hier wird noch mehr Ben sein, was ist der Gott sein Gesetz und was ist der Sinn Gesetz, da wird wir noch mehr von kennen. Aber Jesus ist der Herr, der uns freimachen kann von diesem Körper. So, Jesus hat uns hier versucht zu erklären, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir wollen einen loslassen und wir wollen uns an den anderen festmachen. Oder wir wollen den Sinn dienen und wir wollen Gott loslassen. Wir können nicht beides. Und das Beispiel, was wir hier sagen, von dem Mann, was sein Geschäft Gott hat, er hat über dem so viele Dinge, was arme Leute, was wichtiger wären, als Gott sind. Wir kommen wieder noch bei der 33. Vers, wo es sagt, dass wir erst nur Gott sein Recht sehen und seine Gerechtigkeit. Und dann wird uns all dort, was uns Körper fehlen, dort wird dort kommen. Gott weiß dort, dass uns Körper dort braucht. Und dann hier in der 25. Vers sagt es, du werden sagen, wir können nicht sorgen am Leben, über was je eten oder trinken sollen, auch nicht an den Körper, was je antrekken sollen. Es dort Leben nicht mehr als Eten und der Körper mehr als die Kleider. So wir sollen nicht sagen, Herr uns hier gesagt, wer der Herr ist, dass wir nicht kennen, ab und zu hüpfen von einem Haar nur den anderen und dass wir nicht kennen, die zwei Haaren dein, dort ist nicht, so sehr wir nicht gemerkt, dass wir das kennen. Das Geld in Gott liegt dein. Hier sagt es, wir sollen nicht sorgen. Was sind Sorgen? Wir sehen manchmal Menschen, die sorgen so sehr, dass sie schier krank werden oder dass sie nicht schlafen können. Über Dinge, die noch nicht passiert sind, oder über Dinge, die vorbei sind, oder auch vielleicht sogar über Dinge, wo sie krank sind, die schwer sind. So, besorgt sein und sorgen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn wir sorgen, dann kann es sein, dass wir in der Nacht würden liegen in Rollen uns erinnern und wir würden nicht schlafen können. Besorgt sein, dann wollen wir uns da liegen und wir wollen ruhig schlafen. Aber Samaris, oder wenn wir in Ram sind, dann wollen wir dort, was in unserer Möglichkeit steht, dort wollen wir tun für die Situation, was uns dort dann besorgt ist. Wenn wir bloß sorgen, dann, das wo wir bloß im Bad liegen bleiben und drehen uns. Besorgt sein, wenn wir nicht wollen schlafen können über Dinge, wo wir besorgt sind, dann wollen wir nicht so lange bloß im Bad liegen bleiben, dann würden wir abstehen, dann würden wir uns Zeit nehmen und Gott danken. Wir würden Gott anbeten, wir würden mitteilen, wo wir sind, und dann würden wir dort loslassen und dann wird er mit der Sache wieder schaffen. In Philipper 4, Vers 6, du hast auch, dass wir nicht sorgen sollen. Sorgen am nicht. Aber vorher dort sagte, freut immer im Herrn. So Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. So wenn Jesus ans Herr ist, hier in Philipper 4, Vers 4 sagt, freut immer im Herrn. Ich sage noch einmal, freut. Dann sagt er, laut allem Mann seinen, wo läuftulich sind, der Herr ist dich bei, der ist an mir. Wenn ich besorgt bin, dann werde ich dort proben, rüberzubringen, wer dich bei mir ist, wer an mir ist, wer mein Herr ist. Aber dann ist das der Vers, du sagst, sorgend am nicht.
Laat Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was uns fehlt. Hij weet dat, aber wir sollen ihm danken in alle Lehren. So sorg uns am nicht. Der 26. Vers hier in Matthäus, der geht hier wieder und sagt, kijk naar de veel. Hij sagt, wir sollen mal kijken, wat fehlt dan? Wo sorgen die? Die pflegen sich an, die segnen ihr Vater jeder Tag. Und dort ist, wo Jesus sagt, wo wir können uns das aufkijken, was die fehlt dan. Die sorgen nicht. Und Jesus sagt, wir sollen auch nicht sorgen. Dann kommt er noch wieder in der 27. Vers, sagt er, und wer kann sein Leben durch Sorgen noch bloß ein Bett verlängern? Das schafft meist immer krank anders. Wenn wir viel sorgen, dann kann es sein, wir werden krank werden und kann sein, dass durch dort auch noch werden Eier sterben, wie sorgen zu sein. Ans Körper ist angeholt, ans Körper kann sich nicht utreiben, die Nacht und es steht schlupen, dann leben wir in Sorgen. Jesus sagt, dort wird nicht dein zum länger Leben. Ein besseres Leben zu haben, das wird bloß schlimmer machen. Vers 28 sagt es, und zu was merkt ihr Sorgen über die Kleidung? Denkt an die Lilje auf den Stab, wo die wachsen. Die arbeiten und spannen nicht. Und doch sei ich selbst soll man wie in all seiner Herrlichkeit nicht so angetragen als eine von denen. Und wenn Gott das groß auf den Stab, das von der lebt, im Morgen und oben geschmitten wird, so kleiden wird, würde er ihn dann nicht noch euer kleiden? Was habt ihr doch für einen kleinen Glauben? Jesus sagt hier in andere Wort, dass wer sorgen wird, der sagt sein Glauben auf. Der hat nicht, der glaubt dort nicht, was Gott sein Wort lehren wird. Wir sind, wenn wir Dinge begegnen, die uns sehr schwer sind, dann sind wir manchmal geneigt, durch sehr schwer über zu haben. Wir geneigt, unsere Gedanken dabei drehen zu lassen. Jesus, der kijkt uns. Ich nehme an, wir sitzen am Boy und kicken nach Jesus und Jesus sagt hier, die sollen nicht sorgen. Können wir dann bloß durchsagen und alles, was von selbst passiert? No, das schafft nicht das dort. Wir sind schuldig, dort was an uns ist, zu tun, dort was unsere Möglichkeiten sind, das sollen wir uns mit beschäftigen. Und dann in Vers 31, du sagst der Wahre, die sollen nicht sorgen und sagen, was wollen wir eten, was sollen wir trinken, was sollen wir antragen. Dann sagt er, dort sind alles Sorgen, die Völker sich merken, aber ihr Vater im Himmel weiß, dass die dort auch alle brauchen. Nicht sorgen. Tun dort, was wir können. Gott weiß dort, dass wir das alle brauchen. Wir sollen schaffen. Wir sollen mit unseren Händen arbeiten. Das sagt in 1. Timothy, dass wir sollen mit unseren Händen arbeiten, dass wir können auch andere geben. Dass wir für uns genug haben, was uns fehlen wird, und dass wir können andere geben von dort, was unsere Hände verdient haben. Hier sagt er, wir sollen nicht sorgen, in wo das alles soll passieren, aber wir sollen fließig sein, dort, was an unsere Hände steht, wo wir Hand können, mit dort arbeiten, und dann wird Gott das sehen, und wir können geloten sein, in uns Stuhlein und schlupen, und den nächsten Tag gefreut und mutig frisch an die Arbeit gehen. Wollen dann alle Dinge so sein, als wir das würden gleichen? Nee, die wollen nicht so sein. Aber das meint nicht, dass wir dann, wenn wir über sorgen, dass das dann wird leichter werden oder besser schaffen. Das ist nicht so zu schaffen. Sorgen merken die Dinge gewöhnlich schlimmer. Jesus sagt auch in Matthäus 11, Vers 28, wenn du Sorgen sind und wenn du Schwierigkeiten sind, dann sagt er, kommt zu mir, die ihr schwere Lasten gehen, bedrückt und Meid sind. Jesus sagt, ich will ihnen Ruhe geben.
Een andere weer zegt hij, dult mij dat met wat je dat jet, dan laat dat los en ik wil mij om dat kameren. Wanneer de tijd is toe is, wanneer het is wat toe is, ik wil mij om dat kameren. Laat dat los. Dat kan erop aankomen, wanneer we zorgen, wanneer we als ouderen dingen hebben wat niet gehoorzaam zijn, dan wij gaan en een wij leven wat zij aanmerkhaftig zit, dat we er worden veel over zorgen. We vielleicht worden als ouderen danach im Bad liggen en wonderen, wat het alle worden en we worden niet schlupen kunnen. Dat is door zo wichtig, dat we niet bloß careless zijn en de kinderen worden zich weten, maar dat we bezorgd zijn. En wanneer het tijd is te slopen, dat we slopen en dan over dag doen wat we kunnen om dat kind de leven te bewijzen en dat doen dat het kan in je trouw geven. Dat is onze plicht aan dat ons te kameren. We kunnen bezorgd zijn, en we zullen bezorgd zijn, maar we zullen niet bloos zorgen. Matthäus 6, vers 33, dit is wo Jezus wieder geht. Hier heeft hij geleerd dat we niet zorgen zullen. En dan zegt hij, aber seht dat eerste naar God zijn rijk en naar zijn gerechtigheid, dan wordt dat andere alle, dan word je dat andere ook alle krijgen. Jezus, der weet dat we dat alle brauchen. Aber hij zei door in een vers dat wat niet helpen, wanneer we er worden, zou je even zorgen dat we dat wel gaan, en dat we dat alle essen, dat het dan wat beter schaffen. Dat wordt niet dat bijdragen. Wanneer we kijken dan naar dat recht, naar God zijn rijk, we lezen al in de 2x3 dat we, ik kan niet vergeten welke vers dat we, maar dat wo Jezus in gebed had, dat we beten dat God zijn rijk zal komen. En hier zegt hij, zeek dat eerste naar God zijn rijk en naar zijn gerechtigheid, dan wordt het andere alle toekomen. Als ken ik allemaal, jonge ken ik weer, en hij aan dat vielleicht sogar een zeer grote verantwoording leidt, dat volk Israël te regeren. Hij was jong, onervaren, en dan een dag, dan woont hij in een stad, wo hij wil God aanbeden. En dan als hij er even nach in een droom, dan komt dat zo uit dat God am vrouw dat wat wist hij die wensen. En dan beet hij om wijsheid. En dan zegt God dat am vrijdag dat hij hem dat gevraagd had, wijsheid dat volk te regeren, wenst u niet naar rijkdom, niet naar lang leven, naar irgend zo wat je gevraagd hast, dan zegt God, dat wat u vraagt, dat je valt me en ik wil dit andere de toegeven. We weten dat Salomo blijft niet trouw en waar het alle weer ging, maar God kwam naar hem en leidt hem antwoorden, willst du eine wijsheid gevraagd hast, dat je valt me. Psalm 37, vers 3 zegt het, vertrouw den Herrn en du godet, dan wirst du in land wonen en sicher zijn. Hab deine vrede am Herrn, der wordt die geven wat dein hart zich wenscht. Geef die den Herrn aan en verloot die op hem en hij wordt dat goed merken. God is bezorgd om ons. Hij zorgt niet over ons, maar hij is bezorgd dat ons dat wat goed gaat. En dan in Römer 14, vers 17, da sagt het dat Gottes rijk is niet eten en drinken, dat is gerechtigheid, vrede en vrede im Heiligen Geist. Dit is wat Jezus ons versucht te leren, wat God zijn rijk is. Dat we door het eerste nu trachten worden, al dat andere, dat wordt ons toevallen. We lezen in vers 24 in Matthäus 6, dat we niet zullen twee Herren dienen. Hebben we klaar wie ons Herr is? Is dat geld of is dat Jezus? Hier wieder in vers 34, da sagt es, du wij merken nicht zorgen. Dit is het vijfde en het zesde mal, wat Jezus da abnahm, dat nicht zorgen. Wann je zorgen, dat habt je nicht. Zorgen is onnodig. Hier sagt er, du wij merken nicht zorgen. Seht Gott zijn rijk, het eerste, en de dingen wat je fehlen, dat weet God dat ons te fehlen. Hij weet dat we die broken, en die worden ons toevallen. En dat is mijn verlangen, dat dit mocht een encouragement zijn voor ons alle toe, dat we kunnen zijn wat is
ans Ziel in ons Leben? Wer ist ans Haar? Jesus steht da um Boy, viele Menschen ram an und er sagt, wer ist dein Haar? Je kann nicht sein, dass ich dein Haar sein und dann kann ich noch dein haben Gott Nummer 1 Hand stehen. Und das ich Nummer 2 sind. Seid das schafft nicht so stark. Und wir alle uns den loten und uns prüfen, was ist Gott sein Willen, dass wir können sein Reich immer an Nummer 1 Platz haben. Möchte Gott uns alle segnen und hat einen schönen Tag wieder. So, dann hier wir die Geschichte von Rosie Penner.